Der Oli ist leider nicht bei mir oder bei uns hier im Podcast-Raum, sondern er ist daheim. Ja, ich glaube, ich rufe ihn gerade mal schön da. Was haben wir denn da? Fishing Bear. So. Jawohl. Ja. Ja, sans Funktioniert. grüßt. Hi. Geht's? So, jawohl. Bist schon live? Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischfrage! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu der mittlerweile doch schon 11. Episode. Ja, 11. Episode. Ja. Hey, und das mal das erste Mal, dass wir nicht zusammen in einem Raum sind. Ja voll, der Oli hat Maul- und Klauenseuch. Nein, der hat einfach den Gubrisch-Koller. Ja, der Feierabend-Staukoller. Aber kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Von dem her, ja. Aber vielleicht bist du wieder mal am Arbeiten und dann hast du ja nur irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten zu mir. Von dem her, Genau. ja. Schauen wir, wie es das nächste Mal aussieht. Darum heute mal aus der Ferne, also wenn ich so ein bisschen von weit weg töne. Ja, genau. Ich bin am Telefon zugeschaltet heute. Genau, aber ich finde, es tönt nicht schlecht. Es tönt wirklich nicht schlecht. So auf meinen Kopfhörer. Es tönt nicht so clean. Man hört einfach, dass du am Telefon bist, aber von dem her easy. Easy, Mann. Easy. Hey, aber weißt du was, Oli? Yes. Was denn? Hör mal. Hast du es gehört? Natürlich, du bist wieder am Bierle. Geil. Cheers, mate. Hey, Prost. Ich gehe mal davon aus, du hast keins in der Hand. He? Nein, ich muss Siehst ehrlich sagen... jetzt nur, wie die Traditionen vernachlässigt werden, sobald du mal nicht irgendwie unter meiner Obhut bist. Ja, aber ich muss im Fall ehrlich sagen, weniger Alkohol trinken, habe ich gemerkt, tut dem Körper wirklich gut im Fall. Aber nicht beim Podcast. Aber nicht beim Podcast. Das ist ein Ritual, das sich mittlerweile eingeschlichen hat, seit 2 Episoden. Schon ewig lang. Und das muss Ja, durchgezogen easy, werden. wir sehen uns nächstens, dann können wir auch 2, 3 trinken. Das stimmt. Genau. Ja, cool. Ja, eben, nice. Ein alter Schule. Ja, schön, haben wir wieder eingeschaltet. Ja, absolut. Mega cool. Hey, auch danke für die Reaktionen von der letzten Episode. Hey, ich habe mal im Fall geschaut, wie viel das unsere Episoden im Durchschnitt gelost werden. Hast du es auch mal gemacht? Und? Wir sind irgendwo, ja, ich schaue einmal zwischen rein. Ja, es pendelt so ein zwischen durchschnittlich pro Episode 330 und 350. Krass. Geil. Ich hätte es nie gedacht. Die sind nicht normal. Die sind nicht normal, hey, da danke tausend, Mann. Es tönt vielleicht für euch noch nicht viel, aber für uns ist es brutal viel. Also. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wo wir das Projekt ja gestartet haben, zusammen habe ich gedacht, hey, wenn das unsere 2, 3 Kollegen hören, ist das für mich schon okay. Absolut. Nein, von dem her geil. Das so Wellen schlägt, das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Und vor allem die Rückmeldungen, die kommen, finde ich mega nice. Also, das, ja. Apropos Rückmeldungen, wir haben auch auf die letzte Episode wieder einige Rückmeldungen bekommen. Wir haben ein paar reinnehmen, oder? Haben wir gesagt. Genau, aber ein paar drauf eingehen. Was ich muss sagen ist, ich hätte mehr erwartet. Thema? Ja, absolut. Weil es ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden, das wir auf der haben. Oder der Hexenkessel, oder wie sagen wir dem? Irgendwie so, ja, halt. Ja, ein Stiefmütterli-Thema, oder? Ja, sehr ein heikles Thema auch, weil es gibt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jeder, der unseren Podcast hört, ein Catch-and-Release-Fischer ist, oder dass jeder, der unseren Podcast hört, ein absoluter Gegner ist. Es hat mega wenig Rückmeldungen gegeben. Also. Mal, ich habe schon 1, 2 sehr positive Feedbacks bekommen, dass wir das sehr gut behandelt haben. Okay, ich habe kein einziges bekommen. Außer von denen, die ich natürlich kenne, von den Kollegen, so, ja, okay, aber nicht irgendwie, weißt du, es ist nicht kommentiert worden, es ist, keine Ahnung, einfach wenig Privatnachrichten oder so gekommen, aber das ist okay, also von mir aus gesehen ist es immer so ein bisschen, wenn du nichts hörst, ist gut. Also, ja. Also, ja. Das, was ich bekommen habe, das ist sehr positiv, das sehr gut ja, sehr und neutral. Schön. Sehr schön, ja, das ist cool. Ist ja auch unser Ziel gewesen. Ja, genau. Voll. Genau. Ich habe ja ein bisschen Angst davor gehabt, dass es wirklich größere Wellen schlägt, aber... Hey, ich mag mich noch erinnern, wie wir gestern vor 2 Wochen telefoniert haben und du gesagt hast, ich bin dort noch am Kochen gewesen, es hat Spaghetti gegeben, Bolo. Und du hast dort noch gesagt, hey, wenn wir es wirklich machen, Mann, ich glaube, das ist ein heikles Thema. Ja.
Wir haben es gemacht. Ja. Wir haben es gemacht. Ja, es ist geil geworden. Schlussendlich so, wie wir es gemacht haben. Super. Also ich bin zufrieden mit dieser Episode. Ja. Und wir haben doch 2 Kommentare bekommen, ich würde gerne mal einen vorlesen. Ja. Und einfach vom BK_Fishing, der geschrieben hat, dass er am 1. Mai mit Swimbaits draussen war, fischen. Er hat den Ganki Scanner gefischt und hat gesagt, es sei absolut geil zum Swimbait fischen, aber er hat nichts gefangen. Hast du den? Da muss ich sagen, nein, den Ganki Scanner habe ich nicht. Ich habe mir ein paar Mal schon überlegt, zum Zutun. Ja. Aber irgendwie hat es mich noch nicht so gepackt. Okay. Ich weiß auch nicht. Okay. Habe ich noch andere Swimbaits. Aber BK_Fishing muss ich sagen, weitermachen. Es kann sein, dass du am 1. Mai nicht Swimbaits haben wollen, beim nächsten Mal wollen sie Swimbaits. Ja, ist immer, also ich ist immer ein bisschen ein Ding, das Testen, gell, was die Lust haben. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich habe auch angefangen mit Swimbaits am 1. Mai. Ich habe auch nichts gehabt, aber da kommen wir später noch darauf zurück. Von dem danke an dieser Stelle für das Feedback. Ja, merci vielmals. Bezieht sich auf die vorletzte Folge Swimbait, nehme ich an. Ja, genau. Bissen hat er noch geschrieben, leider allgemein nicht wirklich gut, aber am Abend haben wir dann noch auf den Twitch-Bait einen abzügeln. 2. Eben, also hey, 1. Mai entschneidert die Saison gestartet, sensationell, oder? Auch wenn halt nicht mit Swimbaits, easy. Ich bin überzeugt, auch der Oli fischt nicht immer Swimbaits. Das ist ja so, ja. Auch wenn die Leute da draussen, im Fall seit dem Podcast, Nico, haben die Leute das Gefühl, ich fische nur Swimbaits. Ja gut, du hast auch gut über die Swimbaits referiert, muss auch gesagt sein. Also ich meine, ich konnte Fragen stellen und es ist jede beantwortet worden. Also von dem her, ich hätte jetzt auch gesagt, dass du hauptsächlich Swimbaits oder nur Swimbaits fischst. Warte schnell, jetzt hackt es ein bisschen. Wirklich? Dann hast du noch eine Reaktion, gell? Ja, und die finde ich eigentlich noch recht cool. Der Michel Hadorn hat uns noch geschrieben, ziemlich einen langen Text. Danke an dieser Stelle, Michel, für dein Feedback. Und zwar hat er geschrieben, ich muss jetzt den Satz gleich vorlesen. Hallo zusammen. Ich habe letztes Jahr den Podcast von Petri Heil gehört und dann vor 2 Wochen per Zufall im Spotify nach Fischer-Podcast gesucht. Und siehe da, habe den ersten Schweizer Fischer-Podcast gefunden. Ich weiss jetzt nicht, ob das mehr so ein bisschen ironisch ist. Aber wir stehen immer noch dazu, dass wir der erste Schweizer Fischer-Podcast sind. Der erste richtige Schweizer Fischer-Podcast. Nicht gegen Petri Heil übrigens, also an dieser Stelle. Ja, hey, danke vielmals für das Kompliment. Hat jetzt alle Folgen gehört bis jetzt und ist begeistert. Wir machen das super. Und mega cool, er fragt nach Fischverrückt-Sticker. Ich glaube, lieber Michel, schick uns doch mal deine Adresse und ich habe noch ein paar da und gehe dir dann mal ein paar Sticker per Post. Würde mal zukommen lassen. Oder Oli, was meinst du? Ja, sowieso. Ich schicke, wenn du möchtest, kann er auch noch ein paar Fishing Bear Sticker zuschicken. Das wäre natürlich auch noch cool. Natürlich kostenlos, Michel. Natürlich. Einfach weil du so lieb fragst und mit so einem riesen Kompliment, da können wir nicht etwas heischen. Von dem her, cool. Hey, ihr habt auch noch ein paar Inputs gegeben. Ja, ich weiss jetzt nicht, wie der erste Punkt das soll sagen. Ja, also ich sage gleich. Der erste Punkt ist so ein bisschen, das Nice hat ja schon jemand übermittelt. Ist mir aber auch aufgefallen. Also, ja, ich weiss, ich bin dran. Es ist wie eine Sucht. Aber ich bin dran am ändern. Genau. Dann das Outro, manchmal ein bisschen laut. Wir sind uns da noch ein bisschen am Finden mit der Lautstärke. Wir haben auch den letzten Podcast haben wir ein bisschen lauter gemacht. Den müssen wir jetzt schauen, wie es aufgeht. Vielleicht können wir ja auch wieder ein bisschen lauter machen. Also, dass wenn ihr den nächsten Podcast hört, dass euch nicht gerade das Ohr raushaut, das Trommelfell raushaut. Von dem her, ja. Ja, der dritte Punkt finde ich noch cool. Er würde es noch cool finden, wenn Hersteller oder Lieferanten irgendwie ein bisschen über ihr Sortiment würden reden. So über Geschichte, über die Einstellung und warum und wie. Eigentlich so wie Toppis. Finde ich eigentlich noch auch ganz eine lässige Idee. Wir sind dort dran. Genau, können wir ja sagen, wir sind dort dran. Wir haben eine lange Liste mal geschrieben. Wir müssen auch noch Termine finden mit diesen Leuten. Das ist einmal nicht ganz so einfach. Ja, richtig. Und wir sind halt auch der Meinung, dass wir wollen nicht immer Gäste haben. So in jeder 3., 4. Episode oder so ist es ganz okay. Aber wenn wir dann irgendwie jede Episode einen Gast haben, ja, irgendwo soll es auch noch ein bisschen Oli-Nico-Feeling sein, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wegen dem machen wir es ja auch, hauptsächlich. Genau. Ein bisschen
von uns erzählen und halt einmal wieder mal jemanden einladen, aber nicht zu, jetzt bringe ich ein mega Fremdwort, inflationär. Gut. Gut. Ja, interessant wären auch Fischer, die ihre Geschichte über das Gewässer erzählen, warum das bei dem Gewässer fischen, warum das die Fischarten fischen. Das wäre sicher auch noch ein spannender Punkt. Da haben wir ja auch noch den einen oder anderen in der Pipeline, wo wir mal gesagt haben, wäre cool, wenn du mal vorbeikommen. Oder jetzt so wie du, Oliver, mal fern, per Telefon oder so. Können wir dann anschauen. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Also wir sind da wirklich dran gestellt, dass wir uns da permanent wieder ein bisschen inspirieren lassen, auch mit anderen Leuten, mit Herstellern, mit anderen Fischern, auch mit, wenn möglich, Promis irgendwie also Promis, ja, einfach bekannte Leute aus der Fischerszene oder so. Da sind wir dran. Und übrigens, es ist ja, nicht explizit ein Kinderpodcast, darum das Fluchen braucht es irgendwie ein bisschen, von mir aus gesehen. Ja. Ich will auch noch reden, wie mit Schnurren gewachsen ist, blöd gesagt. Genau, und jetzt hast du nämlich schon zweimal geflucht in einem Satz. Genau. Ja. Nein, ich finde, das braucht ein bisschen, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, ich weiss nicht, ob das Kind hört und sonst... Ja, so, tut mir leid, liebe Eltern, ich bin auch Papi. Mein Kind redet noch nicht, aber ja, ich bin dann gespannt, wie es mal wird reden, so in 2-3 Jahren, wenn ich am Autofahren bin. Und ja, ist ja gleich. Egal, bin ich vom Thema abgeschlossen. Hey, und wenn würden jetzt 5 Kinder den Podcast wirklich hören, dann würden wir uns wirklich mehr zusammennehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir 5 Kinder zusammenkriegen. Hey, alle Kinder da draussen, Kind definiert man bis 14, oder was? Ja, 16, oder? 16 ist mir mündig. Ja, 14. Ja, 14. Komm, ich sage mal 14. Alle Kinder bis 14 oder die Eltern, die mit den Kindern den Podcast regelmäßig, das ist wichtig, regelmäßig hören, hauen mal in die Kommentare. Ich glaube, wenn es ein paar sind, könnten wir eigentlich auch ein Gewinnspiel raushauen. Ja, das wäre noch etwas. Von dem her können wir irgendwie etwas diesen Knöpfen auf den Weg geben, auf den Fischerweg. Aber das schauen wir dann an. Hauen mal rein, wer alles den Podcast mit den Kindern hört. Wäre mega spannend. Würde mich selber auch noch recht wundern. Ich habe das Gefühl, die meisten sind so ein bisschen in unserem Alter, sagen so zwischen 30 und 40. Sehen wir auch ja so in den Insights. Aber ja, bin sehr gespannt, wie viele Kinder das da zuhören. Von dem her. Ein Punkt hat er noch gehabt, Michel. Finde ich eine coole Idee. Und zwar mit Hoodies, Cap und T-Shirt wäre noch cool, so ein bisschen als Merch. Ja, ich glaube, wir hocken da mal ein bisschen zusammen. Weil ich fände es auch noch cool, vielleicht nicht gerade ein Hoodie, ein Cap oder ein T-Shirt, sondern ich würde es eben auch cool finden, mal etwas Spezielleres, etwas, das nicht jeder Fischer-Brand hat. Vielleicht kommt es da noch irgendwie coole Ideen sind. Ansonsten, mein gegen ein T-Shirt oder so ein Longsleeve oder so wäre cool. Also, ich glaube nicht, dass wir das aus der eigenen Tasche zahlen können. Ja, also nein, also wenn für die ganze Community. Ja, wenn, dann würden wir es verkaufen. Genau. Also sicher nicht verschenken. Das würde wahrscheinlich nicht länger, weil wir haben ja... Ist mir jetzt nicht ganz klar aus dem Feedback, Michel. Würdest du kaufen oder wie ist das? Ich gehe davon aus. Okay. Ich gehe wirklich davon aus. Ja, wir können das mal cool. Gedanken machen. Ja, voll. Hey, genau, das wäre es schon vom Feedback von Michel. Danke vielmals an dieser Stelle. Ja. Ich habe sonst eigentlich nichts mehr. Von dem her... Oli, was meinst du? Gehen wir in die nächste Rubrik. Gehen wir in meine Woche, deine Woche. Du hörst ja den Jingle gar nicht, Oli. Nein. Yeah. Das ist ein bisschen schade. He? Ja, das ist ein bisschen schade. Hey, bei mir hat Techteröffnung gestartet, so wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Und ja, was soll ich sagen? Es war ernüchternd gewesen. Es hat bei mir am 1. Mai kein einziger Hecht gebissen. Aber ich habe nicht geschneidert. Ich könnte mir eigentlich eine Challenge machen. Was hat echt da abgebissen? Nein, egal. Komm. Oh, wer es herausfindet. Wenn wir eine Challenge machen? Machen wir eine Challenge. Also, dann soll ich eine Umfrage machen, was gebissen hat. Genau. Das machen wir. Und wir verlosen? Ja, das ist eine gute Frage. Ein Swimbait. Bist du wahnsinnig? Wegen? Kann so ein billiger China-Swimbait sein? Nein. 5 Fischverrückt-Sticker, komm. Ja, komm, ich kenne noch irgendetwas von Majorfish. Ich kenne noch irgendwie... Nein, komm, ich kenne Pike-Chat von Majorfish dazu. Okay. Komm.
Das machen wir. Das machen wir. Also, ja, genau. Also, wir machen eine Umfrage. Was hat bei mir echt am 1. Mai gebissen? Und der Gewinner wird in der nächsten Episode bekannt geben und kommt ein Pike-Chat mit Fischverrückt-Sticker rüber. Yeah, ja, cool. Das finde ich fair. Genau. Ja, es war mega ein cooler Tag. Ich bin am Morgen habe ich noch gearbeitet, bin dann am Nachmittag raus, bin zuerst mal an einen Weiher gegangen, bei uns an der Reuss, und ich habe Swimbaits gefischt. Ich habe wirklich nur Swimbaits gefischt. Der Zilla Glider von Berkeley hat mir am besten gepasst. Ich habe einfach das beste Gefühl gegeben, so vom Führen her und allem. Ich habe ihn aber nicht an der Swimbait-Route gefischt, sondern ich habe ihn an meiner normalen Hechtroute gefischt. Ist ein bisschen schade. Ich hatte relativ oft einen Backlash, weil ich die Rolle halt so eingestellt habe, dass ich einfach mit meinen Hechtködern normal rühren kann. Und ja, dann halt mit Swimbaits, die halt ein bisschen schwerer sind oder einfach ein anderes Flugverhalten haben, habe ich etwa einen Backlash gehabt. Hey, und bei so einem Backlash ist mir der Bait irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter vor meinen Füßen ins Wasser gefallen. Da musste ich den Backlash lösen. Scheiß BC halt. Und als ich den gelöst habe, habe ich ihn ganz schnell eingezogen. Hey, und dann schwimmt mir ein Brett hinten an. Lago mio. Also, ich hätte das in diesem Tümpeli nie gedacht. In dem Tümpeli haben wir so zwischen 40er und, keine Ahnung, maximal 60er Hecht rausgezogen. Aber also, der Hecht, der war sicher ein 80 plus gewesen. Und ich war gerade ein bisschen baff, dass der Meer so hinten ist. Der hat die Schnur schon offen und ich ziehe den Bait raus. Ja, toll. Kehrt, weg, raus, tschüss, ciao, ungesehen. Und was lernen wir daraus, Nico? Baitkasse muss man immer richtig einstellen. Nein, 1. Mai geht man nicht Hecht fischen. Ja, no, egal, okay. Scheißegal. Es war nicht beim ersten Wurf, es ist beim, keine Ahnung, wie viel der Wurf dann passiert. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann noch aufs Kajak. Habe ich das Kajak rausgenommen, aber ich habe dann nach 2 Stunden sagen, hey, ist gut, es haben zu viel Wind, es ist mega unangenehm zum Fischen. Ich habe noch ein paar Welsen gesehen auf dem Livescope, die haben auch keinen Bock gehabt. Und dann habe ich gefunden, hey, ich schreibe einem Kollegen, wo er ist, dann hat er gesagt, ja, dort und dort, gut, ich komme auch, verräume das Kajak. Ja. Und ja, dann habe ich eben an dem Ort den Fisch gefangen, den ihr erraten dürft. Ja. Ja. Da haben wir noch gefischt, bis es dunkel war und that's it. Haben wir das Zeug zusammengepackt und fertig. Das war eigentlich meine Hechteröffnung. Ja. Eigentlich, stabil. Ja, also ich bin wieder mal viel zum Fischen gekommen. Sehr schön, habe es sehr genossen. Ist ein bisschen schade, hat nichts gebissen, aber ja, egal, macht nichts. So ist halt Fisch in der Schweiz, gell? Ja, es sind halt die 10 Schneidertage, wie ich es ja schon mal gesagt habe. Von dem her. Übrigens, hey, das habe ich echt... ich habe in der ersten Episode... Ja, mal, das muss ich schon... Ja, gut. Ja, mal, das muss ich schon erzählen. In der ersten Episode ist das, glaube ich, wo wir über den YPC geredet haben. Oder war es die zweite? Und wo ich nachher gesagt habe, hey, ein geiler Trick. Der Enrico Di Ventura hat einen Chatterbait genommen, hat dort einen Gummifisch aufgezogen und ins Schwänzchen rein noch ein Spinnerblatt gedreht. Magst du dich noch erinnern, Oli? Nein, aber es kann gut sein, dass das von Enrico ist. Keine Ahnung mehr, dass du das erzählt hast. Ja, das war in der ersten oder zweiten Episode. Und ich bin schlussendlich an dem 1. Mai so verzweifelt, weil ich keinen Hecht gefangen habe. Ich bin sonst gar nicht der Chatterbait-Fan in der Schweiz. Und habe den Chatterbait angehängt. Und ich habe den gerührt und eingekurbelt und dann mal wieder ein bisschen twitcht, wieder ein bisschen geschickt. Nichts. Hey, und dann aufs Mal rausgerührt, twitcht und auf einmal merke ich, Scheiße, ich habe Widerstand. Fisch. Und eben, da habe ich mit dem Chatterbait, das hilft euch vielleicht ein bisschen der Entscheidungsfindung, habe ich mit dem Chatterbait meinen Fisch gefangen. Und somit entschneidert. Hure geil. Ist jetzt natürlich voll mein Köder des Vertrauens, was das angeht. Chatterbaits ist immer ein geiler Bait. Ich weiss nicht, Egli auf Chatterbaits gibt nichts Geiles. Hey, ich habe weder Egli, Hecht, Zander, Wels, nichts. Nada. In Holland, okay. Ja, in Holland habe ich Hecht auf Chatterbait gefangen, Egli Nachläufer gehabt, aber ansonsten in der Schweiz. Was Egli ist mir mal nachgekommen. Am Vierwaldstättersee. Aber sonst, nada, gar nichts. Ja. Ja, du. Aber ich sage auch, Chatterbait ist nicht gleich Chatterbait, gell? Ja, das, ja.
Mag sein. Schlussendlich, wenn es chattert, dann chattert es. Und ich glaube, du kannst dranhängen, was du willst. Wenn es der Fisch nicht passt, dann passt es nicht. Habe ich das Gefühl. Aber, ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dann am 2. Mai bin ich auch wieder raus. Und siehe da, ich habe den Thomas am Wasser getroffen. Der Thomas ist einer, der fleissig unseren Podcast hört. Wow. Cool. Ja, ist der erste Hörer, den ich am Wasser getroffen habe. Ich war am Fischen und bin ich zu dem hergelaufen, «Salü» und «Läuft etwas, geht etwas» und so, «Schon etwas gehabt», bla 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 bla. Dann irgendwann hat er gesagt, also wir haben es irgendwie vom Fischen, also natürlich vom Fischen gehabt, irgendwie noch wegen 1. Mai, und ich gesagt, ich bin mit dem Kajak draussen und so und ja, auf dem Stausee. Dann gehst du nicht mit dem Belly raus? Und ich gesagt, nein, mit dem Kajak wegen. Aber du hast den Podcast, oder? Ich gesagt, ja, mit dem Kollegen zusammen, der geht aber mit dem Belly raus. Ich habe doch gedacht, ich habe die Stimme erkannt. Geil. So lustig. Geil, ja, da haben wir mit ihm noch ein bisschen geplaudert. Ja, mega cool. Von dem her, hey Thomas, herzliche Grüße. Ich hoffe, hast du dich mittlerweile entschneidern können. Es war bei uns mega zäh bis jetzt im Fall zum Fischen. Es haben nicht Menge einen Hecht gehabt. Also ich weiss von 3 mit mir. Ich habe mich dann am 2. Mai entschneidert mit einem Hecht, mit einem, was hat der gehabt? Zwischen 60 und 65 umeinander. Habe ich mich dann endlich entschneidern. Ebenfalls auf der Chatterbait. Das ist übrigens das darf ich nicht sagen. Ja, von dem, darf ich sagen, ist mein erster Hecht in der Schweiz für Chatterbait. Ja, von dem her mega cool. Ja, dann hatte ich eine längere Entzugsphase, sage ich jetzt mal. Bin dann am Sonntag drauf, Sonntag, der 5. Mai, bin ich auf dem Sempacher See. Oli, bist du schon mal auf dem Sempisee gewesen? Nope. Was kommt dir in den Sinn, wenn du Sempacher See hörst? Keine Ahnung, ein flacher Tümpel. Nein, ich habe keine Ahnung vom Sempacher See, sorry. Okay. Der Sempisee, der hat deftig viel Welsen drin. Ja. Der hat mal so wie ich das jetzt gesehen habe, sehr einen schlechten... Schlimmer als der Greifensee? Ja. Okay. Ja, von mir aus gesehen, ja. Wir sind da drauf, ich habe mit dem Max abgemacht, bin mit dem Mexiko fischen, bin am Morgen noch schön alleine gewesen. Also mit dem Max, mit dem Big One Official, oder wie der heisst. Big One Fishing Official, Big One Official Fishing, irgendwie so. Mit dem, wo ich mich auf den Greifensee gehe, scopen. Da bin ich raus, ich bin, glaube keine 20 Meter rausgepaddelt, schon der erste Wels. Angefischt natürlich nichts, weil ich dachte, ja easy, ja, komm. Irgendwann siehst du sicher auch einen Hecht. Da habe ich noch mit einem geredet, der auch mit dem Kajak draussen war, der hat ein bisschen am Ufer nachgerührt, der hat auch noch nichts gehabt. Bin dann ein bisschen weiter rumgepaddelt, habe den See ein bisschen abgeleuchtet, einfach um ein bisschen zu schauen, wie sieht überhaupt die Struktur aus, was ist es überhaupt für ein See, ich kenne den gar nicht. Haben wir dann ein bisschen ein Bild machen, auch vom Uferbereich her. Und ich habe so viele Welsen gesehen. Also ich bin etwa am 10 Uhr bin ich raus am Morgen, bin ich dort gewesen, und bis etwa am 12 Uhr habe ich sicher 20, 25 Welsen gesehen. Aber nicht nur... Also die sind hure tricky zum Anrühren, nicht? Die hure Biester sind hure, wie sagen wir, empfindlich manchmal. Ja, sehr sensibel, ja. Also ich habe am Anfang keinen Biss am Morgen. Gar nichts. Nachher ist dann der Max gekommen, dann hat er mir einen Köder gegeben, den ich immer mal gegeben habe. Einen selber gemacht. Ich habe so einen Köder mal selber gegossen, einen Gummiköder, 18 cm Latschen. Und habe dann gefunden, ja komm, Max, hängt mir mal da am Fisch hin, wenn du am Fischen bist, weil bei ihm klappt das in der Regel. Er ist vorher für so ein Motoröl und hat einen pinken Schwanz. Ich finde ihn eigentlich noch recht geil. Dann hat er mir den gegeben, hat gesagt, komm, mit dem fangst du einen Wels. Dann hat er so einen BKK-Haken, so einen orangen Treble Hook oben drin gehabt. Ich dachte, ja easy. Er hat ein bisschen klein ausgesehen, aber egal. Die Welsen werden den schon inhalieren. Bin dann rausgefahren, habe den ersten Wels gesehen dort, habe ihn angefischt und einen Weltsbiss drauf gehabt. Ein Weltsbiss. Aber der Sieg ist nicht gehangen. Es hat ihm gerade den Haken der Haken war aufgebogen. Die schwache Haken, ja voll. Haben mich recht angeschissen. Haben den Haken angeschaut, haben Max ein Foto geschickt, so ernsthaft, wirklich jetzt. Ja, aber... Das war Hakengrösse gewesen? Hey, ich glaube, es war Hakengrösse 1,0 oder 1. Das ist schon ein bisschen klein. Ist ein bisschen klein gewesen, ja. Aber du, easy. Egal, Hauptsache Kontakt mit dem Fisch. Ist super gewesen von dem her. Und hatte dann noch einen zweiten Welsbiss gehabt. Der ist leider auch nicht hängen geblieben. Sehr schade, wieder auf den gleichen Gummi. Aber ich habe dann den Haken gewechselt. Ich habe dann einen 2-0er, glaube ich, dran. Leider nicht hängen geblieben, egal.
Und schlussendlich hat dann der Max noch einen Hechtbiss auf den Pike mit dem Mustache-Rig, auf einen pinken Pike. Der Max, der eigentlich nie pink fischt, kann gleich überzeugen. Und ja, schade. Ist auch nicht hängen geblieben, aber es war eigentlich recht ernüchternd. Es war der einzige Hecht, den wir auf dem Scope gesehen haben. Eigentlich krass für einen ganzen Tag. Ich habe das Scope wirklich immer eingeschaltet, auch wenn ich die Uferpartien abgerührt habe. Ich habe es immer eingeschaltet, aber ich habe nie, als ich drauf geschaut habe, nie einen Hecht gesehen. Eigentlich mega schade. Irgendwie mega, ja, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen suspekt, dunkt es mir. Weil der Sempi, wir sind dann ein bisschen rausgefahren und da hast du relativ weit raus können und bist irgendwo bei 30, 35 Meter gewesen. Also es ist so ein bisschen Greifensee-Territorium, hat es mir gedacht. Aber, ja. Ja, du, easy. Von dem her. Schade. Du, immerhin Kontakt gehabt, gell? Hey, immerhin Kontakt gehabt. Wir haben 3 Fischkontakte gehabt, das ist schon mal gut. Aber wäre schön gewesen, wäre einer hängen geblieben. Ja, no, egal. Mulla putzen, weiter geht's. Von dem her. Genau. Hey, und was ich mir auch noch gegönnt habe, Oli, ich habe gar nicht gewusst, dass das auf YouTube verfügbar ist. Up North 2.0. Hast du das gewusst? Ja, sie haben es aufgeladen, aber schon ein Zeitchen, glaube ich. Ja, seit irgendwie 7 Monaten. Und du hast einmal etwas davon gesagt, von dem Up North, und da habe ich gedacht, ja, easy, das ist nur im Kino. Aber es ist auf YouTube, also ihr könnt es anschauen. Und ja, sie haben es irgendwie freigestellt. Ich glaube, sie haben eine Umfrage vorher gemacht und ist, glaube ich, recht dabei rausgekommen, dass sie das nicht aufladen. Okay. Hey, ich habe mir das Ganze gegeben, ich glaube, irgendwie 2 Stunden oder 2,5. Ich muss sagen, ich habe es recht geil gefunden. Ich habe es wirklich geil gefunden. Mega. Ja, was ich muss sagen, du hast nicht viel verpasst, wenn du den Kinofilm nicht gesehen hättest, finde ich jetzt. Ja, das ist ja der Kinofilm. Ja, aber sie haben ja YouTube-Folgen noch dazu gemacht und dort kommt eigentlich fast das Gleiche vor. Ja, aber jetzt ist der ganze Kinofilm draussen. 2,5 Stunden. I know, aber es ist nicht, also viel verpasst ist nicht, außer vielleicht ein paar Interviews, wenn du nur die YouTube-Folgen gesehen hast. Aha, ja gut, okay, so meinst du, okay. Gut, das weiss ich nicht. Ja. Ich habe die YouTube-Folge nicht gesehen, ich habe wirklich nur den Film mir gezogen. Und also ich habe es wirklich cool, also ich muss sagen, es ist ein cooles Format so, finde ich geil. Auch in der Wildnis raus, weißt du, wie sie dann so dort in Dänemark sind und müssen irgendwie einen Heilbutt fangen und merken, hey, Scheiße, geht überhaupt nicht. Und alle strikt reisen, finde ich ein bisschen eine Heavy-Challenge. Aber Schweden oder das Lappland dort, wo sie waren, ist natürlich ganz geil gewesen. Also das würde mich auch mal mega reizen. So. Ja. Mal einfach mit der Kleidung, Zelt, Schlafsack dort rauf, dann mit dem Kajak und dann draussen übernachten, irgendwie einen Fisch auf den Grill schmeißen oder so, noch ein bisschen Herdöpfel dazu. Das ist schon geil. Das ist sicher mega cool. So Survival ja, Wochenende. Ja, voll. Also, weißt, es müsste nicht irgendwie eine Woche sein, sondern es lange irgendwie, keine Ahnung, 2 Nächte oder so, oder 1 Nacht. Finde ich, ja, ist schon geil gewesen. Also hat ganz, ganz viel Spass gemacht zum Schauen. Voll, dort ist mir erst diese Woche mal bewusst worden, unter was für einem Druck sie auch stehen, um das Video zu produzieren. Mir ist jetzt ein bisschen ähnlich gegangen. Erzähle ich nachher noch genau dazu, aber erzähle nachher noch genau dazu, weil ich jetzt auch schnell da noch reinwerfen. Ja, das glaube ich dir. Aber von mir aus gesehen kannst du eigentlich weitermachen mit deiner Woche, wie die gelaufen ist. Hey, ich bin eine Woche im Tessin gewesen. Geplant war, für Fish Explorer Content zu machen. Und es ist nicht ganz so gelaufen, wie das hätte sollen. Also ein Viertel ist ja heute mal rausgekommen. Genau. Aber ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr dazu, wie das gegangen ist. Dann war bei mir noch, ich habe ein bisschen Hecht-Tackle eingekauft. Ich habe jetzt noch nicht auf die Hecht gefischt, aber habe es noch vor, diese Woche mal noch. Ich habe noch ein bisschen was man halt so braucht, gell? Fluo, alle ein bisschen Scheisse, so ein bisschen Zeug müssen posten. Hey, übrigens, du hast immer noch Bestellung bei mir. Ja, die wollte ich eigentlich heute mitnehmen. Ja, gell? Stimmt. Könntest du mir nachher gleich noch auf die Post hauen? Ja, mache ich dann morgen, nicht nachher. Easy. Ich hoffe, ist okay. Kein Problem. Und dann hat mich Ende Woche jemand angeschrieben von Japan. Dem seine Firma heisst Bumblebee. Ja. Also kennst du Transformers? Nein. Also kennen ja, aber ich habe den Film ich habe es nicht gesehen. Okay. Das heisst auch so eines und Transformer heisst Bumblebee, finde ich noch lustig. Okay. Und der hat mich angefragt, ob er mir darf, er hat so Chatterbaits
über mir ein Paket zuschicken, dass ich die ein bisschen testen, ihm ein Feedback geben, vielleicht noch ein Foto machen, wenn ich etwas fange oder so. Okay, okay. Ich dachte, ja, easy, schickst mal. Also, Ja, ich bin dann gespannt, ob das wirklich etwas Schlaues ist. Ja. Oder ob es irgendwie ein Fake ist oder so. Ja, aber dann. Also, ja, Zeit hat jetzt nicht so viele Follower, aber die Zeit hat irgendwie noch easy professionell ausgesehen, auch die Homepage. Okay. Ich bin auch zuerst ein bisschen unsicher gewesen und dachte dann, ja, eben so gerade Adresse rausgeben oder so. Ja, mit den Sachen hin und her geschrieben. Genau. Jetzt mal schauen, was da dann in dem Paket ist. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Voll, das war meine Woche, ein bisschen Aussicht genossen, auch mal wieder im Tessin ein bisschen andere Luft schnuppern. Ja, ist ja schön. Jetzt gehst du dann schon bald wieder, hä? Ja, es steht noch ein bisschen in den Sternen, kommt darauf an, was das Wetter macht. Ja, ich habe gehört, es schifft dort, es schifft wie aus Kübeln. Nein, das ist etwas so ein bisschen wie da, ein Hin und Her ist ein bisschen mühsam. Ja, hey, aber da wird es jetzt schön. Also wenn ihr den Podcast hört, habt ihr ein wunderschönes Wochenende hinter euch. Bin ich überzeugt. Das will ich noch kein. Ja, bin ich noch nicht Molé. Mol, das Wetter wird super, das Wetter wird wunderschön. Ja, wenn wir in die nächste Rubrik News. Willst du anfangen? Du hast nicht so viel News. Nein, aber ich führe traurige. Oh ja. Ja, komm, dann machen wir zuerst eine traurige. Also, eigentlich, das wissen wahrscheinlich alle schon. Das ist nicht irgendwie eine News oder so. Das ist einfach mehr so ein bisschen... Ich habe das Petri Heil wieder mal gelesen. Ich habe jetzt doch die 3 oder 4 Petri Heils, die ich hatte, habe ich wieder mal ein bisschen durchgelesen. Das ist bei mir immer so ein bisschen phasenweise. Hey, und ich durfte daraus herausnehmen, dass der Heinz Kneubühler verstorben ist am 27. März. Für all die den kennen und zuhören, das ist der mit dem Kneubühler Löffel. Ich glaube, das ist etwa so ein bisschen der bekannteste von ihm. Er hat aber auch den Emmenbesen. Das ist ein Flüge, den er so ein bisschen erfunden, gemacht hat. Und die erste Fix-Reel. Von dem her, ich glaube, er hat die Fischereiszene schon ein bisschen geprägt. Besonders mit dem Kneubühler-Löffel. Ja, sehr schade. An dieser Stelle, ja, tut mir leid, mein Beileid für die Angehörigen und die Verwandten. Möchte ich mich anschliessen, mein Beileid. Ja, das wären eigentlich meine News in Anführungszeichen gewesen. Von dem her, Oli, übergebe ich gerne dir wieder das Wort. Weißt du, nicht mich wunder, liest jemand noch das Petri Heil? Ich habe es heute auch gerade in der Hand gehabt. Ja, ich. Weil ich noch unterwegs war, aber ich habe es selber deabonniert. Ich habe es am Anfang auch abonniert gehabt. Weil, weiß auch nicht. Hast 100 von diesen Heftchen daheim und liest es einmal durch. Ja. Gibt es noch Leute, die das lesen? Ja, ich. Hallo, da bin ich. Hallo. Ja, du bist ja schon ein alter Sack. Oh, come on. Ja. Nein, ich finde es eben noch chillig, so an einem Sommerabend. Wenn du kein Kind hast, einfach dort hückeln, ein Bier nehmen, ein Du hast ja ein Kind. Ja, ich weiss, darum lese ich es nicht mehr so regelmässig. Nein, ich habe irgendwie auch zu wenig Motivation, um das zu lesen. So. Ja. Du, vielleicht bestelle ich es dann auch wieder. Ich habe es jetzt wieder, ich glaube, seit 2-3 Jahren habe ich es wieder abonniert. Habe es vorher mal wieder deabonniert, wo ich es abonniert habe. Ja, so viel. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie noch cool, auch zum irgendwie die Fänge noch anschauen, die so rausgegangen sind. Ja. Von dem her. Easy. Okay. Ja, bei mir, zu meinen News. Captain Greenfin hat eine Kooperation mit Stollenberg. Ich weiß nicht, ist euch das ein Begriff? Kennst du das nicht? Es sagt mir etwas. Es ist ein Fachversand von Deutschland und die haben jetzt mit einer Kooperation gemacht. Ich glaube, die machen einfach den Vertrieb für Captain Greenfin in Deutschland. Also wahrscheinlich einfach ein Point of Sale, oder? Ja, voll. Genau. Okay, cool. Sehr schön. Dann Bullseye kommt jetzt dann, kann man dann jetzt, oder Fachhändler könnte der vorbestellen, der Lamelli. Ja, ich bin gespannt, wie oft das der in der Schweiz war. Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt sicher nicht mein Favoritenköder. Ich habe mir zwar auch schon überlegt, ob er ihn kaufen. Ich kann das jetzt im Fall gerade auch sagen. Ich glaube, ich würde den nicht kaufen. Ich weiß nicht, er spricht mich nicht an dabei. Mich im Fall auch nicht, aber das ist eben vielfach nicht mal ein schlechtes Zeichen. Weil meistens das, was dich nicht anspricht, spricht die anderen auch nicht an. Das kennen die Fische nicht, weil es einfach selten gefischt wird.
Das ist so, habe ich so ein Gefühl. Von dem her, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass der Bait liefert. Könnte ich mir das schon noch gut vorstellen. Aber hey, ich bin sehr gespannt. Der Fönsi macht eigentlich sonst nichts, wo nicht gut ist. Also, wenn man die Routen anschaut, oder? Und in den Softbaits mit den Goofies ist er auch schon länger dabei. Von dem her. Aber ich bin gespannt, wo man den findet, in welchen Shops. Das wäre noch nice to know. Weil ich würde schon gerne. Ich habe zwar an der Sportfischermesse mal in der Hand gehabt und mal angeschaut. Ja, dort hat er ja auf dem Brett hat er nicht. Genau, dort hast du sie wegnehmen. Und ich finde vor allem auch seine Hats geil. Die Vertical Hats, die finde ich wirklich noch geil. Die kannst du relativ schnell wechseln vom Gewicht her, dass du eigentlich ziemlich zügig kannst reagieren, ist der Fisch tief oder nicht. Das finde ich schon noch geil. Ja, mal schauen, wer es dann hat. Vielleicht hat es der Krigi dann. Krigi, gell? Ja, gut, dann. Oder der grosse Fachhandel Fisch und See hat sicher. Ja, wahrscheinlich schon, aber den kannst du schlecht anschauen. Aha, ja, weißt, natürlich. Das meine ich. Ja. Ich will es ja nicht gerade kaufen vielleicht, also je nachdem. Aber nein, sicher mal irgendwie anschauen, in die Tanne. Ich will, wenn ich einen Online-Shop habe, bin ich gleich auch noch gerne der das Zeug einfach ein bisschen in die Hand nimmt und mal ein bisschen anlangt und ja, mal anschaut. Und, ja, aber hätten das sein. Easy. Kannst du mir dann sagen, wie es ist? Genau. Gut, dann gehen wir noch schnell da zu unseren Nachbarn über. Hecht und Barsch hat ein Stickbait und einen Popper rausgebracht, den Dog Vibe und den Flash Vibe. Ja, habe ich gesehen. Ich finde, der Stickbait hat sehr eine spezielle Form für einen Stickbait. Nicht so das klassische, wie man halt einen Stickbait kennt, der hat so eine spitzige Art. Ja, voll. Finde ich aber könnte noch gut sein. Also, ja, nicht mit einem Wunder, wie ob man den in der Schweiz überkommt und wie der aussieht in einem Reel. Voll, ja, absolut. Aber die haben ja auch lange nichts so gehabt, gell, Hecht und Barsch. Von dem her, ja, cool. Ich habe das Gefühl, seit der Enrico dort bei der Produktentwicklung dabei ist, der gibt Vollgas. Ja. Geht jetzt recht etwas dort. Finde ich aber auch geil. Voll. Dann Nace, deine Lieblingsmarke, Nico. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast. Kann man einen Schuh kaufen oder vorbestellen, wo man dann einen Mad Max überkommt in einer Sonderfarbe. Da gibt es nur zum Schuh dazu. Und ich glaube, das hat die Community von Nace sehr, sehr gespalten. Weil es gibt Leute, die finden einfach Nace-Klamotten geil zum Tragen. Und es gibt die einfach Nace Baits geil finden. Und die einen wollen halt nur den Schuh und die anderen wollen nur den wie sagt man, den Stickbait, den Wobbler, ja. Der Schuh kostet 179 Stutz. Und ist sicher weiss. Er ist weiss-grau, ja. Natürlich, ja klar. Wie könnte es auch anders sein? Kannst du hundertmal raten, wer sich das auch bestellt hat? Ja, natürlich. Nein, wirklich. Wirklich. Natürlich. Nein, komm, Oli. Hätte müssen sein. Du hast nicht mal eine Ahnung, ob der Schuh bequem ist oder nicht. Ja, das ist doch wurscht. Ich habe auch den Mad Max willen. Ja, das sagst du dann wieder. Nein, ist okay. Du musst das ja jeder selber wissen, gell? Also von dem her, absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Voll. Hey, und dann bleiben wir noch schnell bei Nace. Nace hat ein Design gedroppt von einem Gleitbait. Okay. Das habe ich auch noch spannend gefunden, auch gerade zu unserem Thema, das wir hatten, Swimbaits. Ja, voll. Bin ich auch sehr gespannt, wie der aussieht. Ja, und vor allem Nace ja noch nie so einen Köder eigentlich im Portfolio hat. Sortiment. Ja, voll. Okay. Aber das wird auch wieder wahrscheinlich 3 Jahre gehen, bis man den wieder kaufen kann, oder? Ja, gut. Oder 5. Ja, keine Ahnung. Ja. Ist ja bei Nace immer so, das triggert mit dem Zeug und bis es dann rauskommt. Ja, die müssen wahrscheinlich zuerst noch die alten Sachen dann irgendwie loswerden. Ja, das ist halt das Marketing, gell? Alle Mad Max Sonderfarben, die es nicht zu den Schuhen dazu bekommen. Richtig. Hey, dann bin ich ein bisschen dazu gekommen, um ein bisschen YPC zu schauen in der Ferienboot. Ich habe jetzt alle durchgeschaut. Okay. Ja, es hält mir immer noch nicht von der Socke, das ganze Boot. Ich finde es immer noch geil. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich finde es immer noch geil. Ja, aber Westin ist recht abgegangen auch, he? Ja, voll. Ich habe gerade in den Start hineingelegt, ja. Ja. Absolut. Ja, ist cool. Also, aber ich finde auch
das LMAB-Team mit dem Enrico und dem Johannes finde ich mega cool. Ich habe das Gefühl, die müssen einfach noch die Kinder ein bisschen führen nehmen, gell? Ja, aber ich habe das Gefühl, die passen richtig zusammen. Die passen richtig zusammen. Also das ist wirklich, ja, wie der Deckel auf den Topf, wie man so schön sagt. Aber weißt du, was finde ich mega schön? Dass der Frédéric Julien endlich mal vorne mit dabei ist. Ja, der hat jetzt in den letzten paar Jahren so müssen Scheiße fressen, sorry. Ja, dass der mal jetzt ein bisschen... Es ist hat mir schon fast ein bisschen leid tun. Hey, mir im Fall auch, mir auch. Und ich habe gedacht, wieso tut der sich das jedes Mal an? Eben YPC Bank. Gell? Einfach immer in der hinteren Reihe. Aber ich finde es cool, ich mag es ihm mega gönnen. Er ist mega sympathisch und ich finde es Hammer, ist er jedes Mal dabei. Ja, stark von ihm. Ja, absolut. Ja, und vor allem auch von den Leuten, die ihn engagieren. Also weißt, ich meine, der fischt ja immer wieder für eine andere Marke dort. Jetzt ist er auch für die Outdoor-Bekleidungsmarke dort. Ja, Adventure and Fishing, gell? Irgendwie so, ja. Und finde ich schon noch geil. Also ich weiss nicht, ob er irgendwie der Joker ist, wenn die Leute nur einen Fischer haben. Dass dir irgendwie Hecht und Barsch sagt, hey, weißt du was? Wir haben da noch einen, den wir als Joker nehmen können, falls irgendjemand nur eine Person stellt, statt das Couple, also statt zwei, von dem her, ja. Aber ich finde es cool. Seit er von Ganki weg ist er einfach so ein Markenhopper gewesen. Ja, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, der ist einfach so ein bisschen Freelancer-mässig unterwegs. Wo er sagt, hey, die Marke finde ich cool, für die würde ich gerne antreten, tun mich sponsern. Weil ich meine, musst du dir ja Sponsoren suchen, das kostet ja nicht einfach nichts. Also, das kostet ja doch noch ein bisschen Geld. Und wenn du dann einen soliden Sponsor hast und das Zeug anhast, weil ich meine, er hat ja immer die Kleidung an. Von dem her finde ich es aber die Kleidung ist, glaube ich, auch mega heftig. Mhm. Ja, ich glaube, die kostet dementsprechend auch genug. Aber ist ja egal, Ich meine, schlussendlich, wichtig ist ja, dass er hinter dem kann stehen, oder so würde es mir zumindest gehen, dass ich hinter dem könnte stehen, wo ich dann auch vermarkten muss. Also, weil sonst wird es verdammt schwierig. Ja, und was ich noch sagen zum LMAB-Team, der Hecht, den Johannes gefangen hat, ist natürlich auch eine Maschine. Ja, voll. Weil das, glaube ich, 96 hat er gehabt, gell? Nein, 1,12 Meter. Oder 1,12 sogar. Stimmt. Ja, das ist schon geil. Ja, absolut. Ja, sehr nice. Das wäre das so zu meinen News. Cool. Dann, würde ich sagen, gehen wir doch bereits schon in die nächste Rubrik. Und zwar zum Thema. Hechteröff. Das ist fast ein Fluchwort bei uns. Hey, ich weiss ja nicht, wie es bei dir war, im Tessin mit den Hechten. Aber es war so abartig zäh bei uns. Also, zumindest dort, wo ich gefischt habe. Ich konnte mich ja nicht entschneidern. Also, mal entschneidern schon, aber ich konnte mich nicht mit einem Hecht entschneidern. Obwohl ich den halben Tag eigentlich wirklich unterwegs war und am Rühren war und alles drum und dran. Der Kollege hat mir am Morgen ein Foto geschickt von einem Hecht, wo er dort einen gefangen hat, irgendwo 60, 65 umeinander, ebenfalls. Aber nachher ist der ganze Tag bei ihm nichts mehr gegangen. Am Abend, wo wir unterwegs waren, hat er dann noch einen Fehlbiss gehabt. Auf so einen, der hat einfach einen Savage Gear, wie heisst jetzt der? Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Gummifisch von Savage Gear hat er einfach shallow gekriegt, also so einen Offset-Haken da durch, noch ein bisschen aufgeschnitten, dass der Haken schön reingeht und so. Und hat auf den eigentlich so eingezüpfelt und hat auf den noch eine Hechtattacke gehabt. Ja, von dem her. Ich habe am Abend dann noch meinen anderen Fisch gehabt, oder am Nachmittag rein. Den er eben erraten. Und ja, sonst ist eigentlich wirklich, ich weiss auch von einem anderen, der noch etwas gehabt am Nachmittag. Und that's it. Also eigentlich von 3 Fischen, die ausgegangen sind. Und also wir reden jetzt einfach von deinem Hausgewässer? Ja, von meinem Hausgewässer, genau. Weil ich muss sagen, ich habe schon andere Fangflotten bekommen von Kollegen, wo recht gelaufen ist. Im Vergleich zum letzten Jahr weiss ich noch nicht. Geil. Ist eher zäh, aber ja, da Tessin wie auch Reifensee ist recht abgegangen, glaube ich. Schon? Ja, es sind schon recht praktisch. Ich habe nur gehört, dass viele Schniepel gefangen worden sind. Also nichts irgendwie natürlich. Ja, ich rede auch nicht von der Riesenmeter. Ah, okay. Sondern mehr so irgendwo im Bereich so um die 60, 70 vielleicht, maximal, eher drunter. Und ja, sonst, Zürichsee, mit einem, den ich noch geredet habe, der hat gesagt, hey, gar nichts gehabt. Bis jetzt allgemein noch kein Hecht gehabt, wenn dann Egli hat er gehabt.
Aber Hecht noch nicht. Ja. Okay, da habe ich aber auch andere Fangfotos gesehen. Ja, eben siehst du, vielleicht sind wir einfach irgendwie völlig an der letzten Spot gewesen. Also ich habe am 1. Mai habe ich noch mit einem geredet. Also ich habe mit mehreren geredet, mit einem vor allem, der hat gesagt, hey, wir sind seit dem Morgen am 7 Uhr sind sie raus und dann sind der ganze Stausee bei uns auf und runter gelaufen. Und die haben nichts gehabt. Keinen einzigen Zupfer, keinen Kontakt, nichts. Haben alles dran gehängt, sind mittlerweile so verzweifelt gewesen, dass sie gar nicht gewusst haben, was dran hängt. Das Zweite. Ich dachte, auch noch heavy. Ja. Ich freue mich. Vielleicht hat es doch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Hey, ich habe fast schon das Gefühl, dass immer kalt, warm, jetzt auf diese Zeiten so, ich glaube, ist ja schon nicht ohne für die Fische. Aber du eben, schlussendlich, meine Tech-Saison ist erst aufgegangen und ich sage halt, die gute Zeit, die kommt erst noch. Voll. Darum, ja. Wir zwei gehen ja noch ins schöne Holland rauf. Ja, absolut. Hey, da bin ich mega gespannt, wie das wird dort Ende Mai, Anfang Juni. Ich hoffe, es geht ein bisschen mehr, als wo ich auch schon da oben war. Ich war auch schon im Juni da oben und es war katastrophal. Weil es einfach so warm war, dass in den Flüssen kaum frisches Wasser war, kaum Strömung war. Und also die Fische zum Teil in der Elbe gerade in Hamburg haben die Fische auch mit dem Rückenschwung gemacht, in Holland noch nicht gerade. Aber ja, ich hoffe, es wird ein bisschen besser. Ich glaube schon, dass das Jahr anders ist, jetzt gerade auch so mit dem Wasserstand. Ja, ich habe auch das Gefühl. Mit dem Regen, den wir hatten. Genau, jetzt haben wir doch... Schnee haben wir auch genug gehabt das Jahr. Genau, und wir haben jetzt irgendwie Anfang Mai, wo wir den Podcast aufnehmen. Ja, und Ende Mai gehen wir, also von dem her habe ich das Gefühl, ja, es hat jetzt genug geregnet, es hat genug Wasser gegeben, noch ein bisschen geluftet und so. Ich glaube, das wird gut. Ja, ich bin auch gespannt. Ich starte erst diese Woche, also wenn ich den Podcast höre, bin ich schon Hechtfischen gewesen. Nehme ich auch Wunder. Jawohl. Bin ja gespannt, vielleicht können wir ja dann irgendwie ein Foto aufladen in die Story oder so vom Oli seinem ersten Pike. Ich hoffe es zumindest. Also wenn er kein Foto in der Story seht, dann hat er geschneidert. Ist es einer von seinen 10 Schneidertagen? Genau, ja, das hätte ich nie Schneidertag gegeben. Genau. Hey Oli, hast du irgendetwas von speziellen Fängen gehört? Ausnahmefisch? Nein. Ja, einfach allgemein spezielle Fänge. Sei das, keine Ahnung, ein Äsche auf ein Chatterbait, Spinnerbait oder so. Keine Ahnung, irgendwie so etwas. Ich auch nicht. Ich habe auch nichts Spektakuläres gehört. Er kein Wels, irgendwie, was mich auch noch recht erstaunt hat. Ja. Gut. Ja, das wäre es eigentlich, ja. Hast du noch irgendwelche Sachen fürs Thema? Nein, aber ich kann ein bisschen von meiner Woche erzählen. Ich bin nicht Hechtfischen gewesen. Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin im Tessin gewesen. Ich kann eigentlich Forellen fischen. Bei mir ist immer so ein bisschen Ende April, dass ich ins Tessin gehe, weil ich Ferien habe. Und dann werde ich Forellen fischen. Und dann ist meine Forelleneröffnung im Tessin. Und ich hatte so ein bisschen das Ziel gehabt, für Fish Explorer Content zu machen. Das heisst, Fangfotos mit Merch, Fotos etc., YouTube-Videos und so. Und ich bin 2 Tage fischen. Und ich hatte 2-mal Local-Leute dabei gehabt. Bei den Tessiner ist ja das immer so ein bisschen, wenn du nicht gerade befreundet bist, die verraten den Spot nicht, oder? Ja, das kann man vorstellen. Wahrscheinlich so wie im Bündnerland. Ja, eben, da musst du auch wissen, wo du her willst. Und hey, ich habe in 2 Tagen einen Fisch gefangen. Oh wow. In 2 Tagen ein Fisch? 2 Tage ein Fisch. Ja. Und dann nicht mal so etwas, wo du hast in die Kamera heben, also so ein 15er Forelle. Ja. Und dort habe ich wirklich das erste Mal so ein bisschen den Druck gemerkt. Du hast eigentlich dir fest vorgenommen, in diesen 2 Tagen geilen Content können machen. Also Fotos haben wir geil können machen von den Produkten und so. Aber wenn du ein Video willst machen, dort ist es so ein bisschen scheiße und jetzt, oder? Ja. Und dann zu Leid von der Manu habe ich dort gesagt, hey, sorry Schatz, wir müssen nochmal einen Tag anhängen. Das kann ich nicht so bringen. Irgendwie, ja, ich habe die Kooperationen schon, ich bin nicht gezwungen zum voll liefern, weißt du, zwingt mich ja niemand dazu, aber irgendwie will ich ja gleich Sachen liefern können. Ja, das habe ich dir ja auch schon gesagt. Und habe gesagt, hey, wir müssen nochmal dahinter.
Und dann sind wir selber nochmal losgezogen. Und der Tag war wieder so ein geiler Tag gewesen, weißt du, so. Hey, ich bin früher mal aufgestanden zum Forellenfischen, glaubst du nicht? Wirklich? Du stehst Ich früh war auf? am 8 Uhr am Wasser gewesen. Ja gut, okay. Um 7:30 Uhr aufgestanden, oder was? Nein, ja, ich habe schon eine Stunde zu dem Spot. Von dort aus, Doch. wo wir Okay. ja. Und dann, hast du die ersten Forellen so ein bisschen gesehen und so, ein bisschen gespottet, angeworfen, natürlich nicht gegangen, keine Ahnung, eine Stunde gebraucht, bis ich die erste Forelle am Band hatte. Ja. Und dann richtig geile Gumpen und wirklich die Location top. Weißt du, zum Filmen mega geil. Und es ist nichts gegangen. Das kann ich mir vorstellen, Nada. wenn du dort ein bisschen in die Berge gehst, so also das Dümpeli, ich glaube, die Location, die ist schon cool. Natur im Tessin, wenn du in der Pampa raus bist, es ist gewaltig. Ja. Also es haut dich um. So schön ist es dort. Also Ja, ich kann dir nachher mal noch privat ein paar Fotos schicken. Ja, das kannst du machen, ja. Und dann war es Mittag und ich hatte eine Forelle im Kasten gehabt. Ich habe jetzt dem Mann gesagt, Scheiße, was machen wir? Und dann haben wir nochmal gewechselt. Und nachher ist es dann richtig gelaufen, habe ich 8 Fische abgeräumt. Voll zack, zack. Haben wir doch noch ein Video machen. Hey, und mir ist wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, wo ich die zweite Forelle gefangen habe, die dritte gerade hinten rein, weißt du, so. Boah. Aber dort eben, das ist das gewesen, wo der Dustin Nachli gesagt hat, sie gehen dort hin, sie denken, wir machen einen mega geilen Content und du fängst einfach nichts. Ja, das glaube ich. Und sind wir mal ehrlich, als YouTuber mit Fischen, ja klar, der Fisch muss mitspielen, aber ein Video mit keinem Fisch, das schaut niemand. Das hat mega wenig Klickzahlen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So einen Status habe ich jetzt noch nicht, dass man sagt, hey, ich glaube, ich weiss nicht, ob Leute meine Videos schauen, auch ohne Fisch. Müsst ihr mal herausfinden. Ja. Wäre mal noch spannend, ja. Hey, und weißt du, was ist das Bitterste war vom Ganzen? Meine Warthose haben den Geist aufgegeben nach 5 Jahren. Ja, wirklich? Ja gut, nach 5 Jahren. Der Neopren unten voll Jahren. Easy. Ja, eben haben andere auch gesagt, aber du weißt, was so eine Warthose kostet? Ja, Warthose kostet. Ja, aber nach 5 Jahren ist einmal okay. Also meine... Ja, sicher. Aber unten genau beim Neo, weißt du nicht irgendetwas, wo du kannst anständig nähen oder irgendwie noch flicken? Oder irgendwie Leimen oder so, ja. Ja, einfach ein riesen Schranz im Neopren, mein ganzer Schule, ganze Säcke voll Wasser gewesen. Also ist es dort bei der Verbindung gewesen, oder was? Nein, unten. An der Sohle. Okay. Vorbei. Ja. Du, komm, easy. Also... Ja, jetzt muss ich einfach noch neue haben für die Bellyboot-Saison, ist halt schon geil mit der Waldhose. Ja, das ist so. Ich habe mir dazu mal Orvis gekauft. Ja, das haben wir auch mega viel geschrieben, ja. aber das Geld ist mir irgendwie nicht ganz so wert. Was kostet es, glaube ich, 300 Stutz, 390 Stutz? Ja. So. Und, also ich bin mega zufrieden mit denen, für das, was ich es brauche. Ich brauche es halt, oder ich habe es an mich gebraucht, ein bisschen zum Äscheln. Bei uns, zum ein bisschen rauszusteigen, und das waren es mega gewesen. Oder halt auch, wenn ich irgendwie auf Österreich bin mit der Flügerroute, wenn ich doch mal Forellen fischen, zum dort ein bisschen in den Bach nachwatten, und das war schon mega cool gewesen. Also es ist super gegangen mit diesen Hosen, da hatte ich so Filzsohlen an den Schuhen. Darfst du ja auch nicht überall. Darfst du ja auch nicht überall, ja, richtig, sagen, ja. Aber zum Laufen der absolute Wahnsinn. Hey, das war bei mir auch gewesen, meine Schuhe, ich habe auch so Wadschuhe, und ich kann die Sohle zum Glück wechseln, aber die Sohle, die sind durch gewesen. Ich bin noch nie so fest geschliffert auf diesen Steinen. Ja, das glaube ich. Wenn es halt 5 Jahre lang nicht wechselst, dann sind sie irgendwann durch. Hey, ich habe auch gedacht, Oli, überprüf mal bitte deine Ausrüstung. Ja. Ja, du, das war meine Woche gewesen, da. Ja, cool, also doch eine echt spannende Woche, so, also, oder beziehungsweise eine spannende Eröffnung, sage ich jetzt einmal. Und bis am Schluss doch noch belohnt worden. Schon müssen kämpfen, ja. Ja, voll nachher bin ich mega belohnt worden, aber jetzt im Ausgrund an den Bait, was läuft, was geht, wo läuft. Ich habe noch nie so lange gebraucht wie das Jahr. Ja, ich bin dann gespannt, wenn das Video rauskommt, wie das dann wird und wie so deine Emotionen dort sind. Ja, die sind geil. Sehr schön. Cool. Ja. Okay, ja gut, ich glaube, dann bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen, als wir haben 3 Wochen Pause. Ja, richtig, das haben wir schon in der letzten Episode angeteasert. Das ist so, dass jetzt die ihr jetzt gehört, rauskommt und wir dann eine längere Pause machen, weil wir ja auf Holland gehen. Genau. Also das heisst, die kommt jetzt am 12. raus und dann hören ihr am 19. bis am 26. hören ihr nichts von uns, sondern erst wieder am 9.
Juni. Richtig. Voll. Genau. Und dort werden wir selbstverständlich über Holland diskutieren, wie unser Aufenthalt war. Ich glaube, das können wir schon als Ausblick geben. Weil der Oli macht ja am Turnier mit. Ah, nein, blöd, das bin ja ich. Ich mache geilen Content für YouTube und für Maximus. Genau, hoffen wir es zumindest, dass er geil wird. Nein, der wird schon geil, das wird Hammer dort. Das wird mega cool, also ich bin mega hyped auf das Turnier. Ich freue mich riesig, meine Vorbereitungen haben noch nicht angefangen. Ich habe noch nichts vorbereitet für das Turnier. Ich muss eigentlich noch meinen FIS-Pass suchen, kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe den irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Das ist ein bisschen blöd. Ja, also ihr merkt, ich bin top vorbereitet für das Turnier. Muss man sicher noch in den reinknündeln, aber ich freue mich riesig und vor allem freue ich mich auch mit der Family auf Holland. Das ist das erste Mal, wo wir als Family auf Holland gehen. Oli, ihr habt die Ehre, Oli und Manu, dass ihr dabei sein dürft. Ja. Nein, ist sich übertrieben gesagt. Nein, aber ich freue mich riesig, wird sicher mega cool. Und ja, von dem her. Genau, also 3-wöchige Pause. Genau. Und dann sind wir wieder zurück frisch von Holland. Genau. Sind uns nicht böse. Ja, hoffen wir es. Und auf jeden Fall wünschen wir euch bis dahin alles Gute, dickes Petri Heil und haut in die Kommentare, macht bei der Umfrage mit. Und ja, würde ich sagen... Hey, wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und Bier, rufe Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!